Guten Tag, ihr Leute. Wir fangen gleich an mit Bauen. Und zwar, wir bauen uns einen Schlüssel. Ne, wir bauen uns eine rosa Fellfarbe. Ne, wir bauen uns einen behelfsmäßigen Schlüssel. Oh, da brauchen wir noch ein Brett. Ah, gerade eben hatte ich noch ein Brett. Habe ich weggeschmissen. Dann bauen wir uns halt erstmal ein Brett. Zack. So. Ja. Brettchen bauen. Brett gebaut. So, jetzt hat aber. Wir bauen uns einen Schlüssel. So. Das da. Okay. Wir stellen her. Plim. Wo ist er? Hä? Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Okay. Finde einen Weg, das Türtor zu öffnen. Optional stelle den Schlüssel her. Optional öffne die Tür von innen und dann zum Holger zurückkehren. Das werden wir heute tun. Ja, mein Bauvorhaben muss noch etwas warten. Aber nur ein bisschen. Weil ich will zum Holla della Holger. Oder wie er heißt. Weißt du, was ich meine? Gut. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich hinkomme. Also ich weiß, dass ich irgendwie... Ich glaube, da drüben... Oh, pass auf. Da drüben, ja, es sieht doch gut aus. So, das ist aber... Ist das eine rosa Tulpe? Schon, oder? Oh, hopp. Das ist ein lila... Wo ist denn das, eine lila Tulpe? Vor allen Dingen, was ist denn das dann da? Das ist doch auch eine lila Tulpe. Ja, komm. Oh, ich hätte vielleicht mein Inventar leer machen sollen. Egal. Macht nix. Also, von hier, wo ist er denn? Der Holger, der Schreckliche. Der Schräge, meine ich. Der schräge Holger. Da will ich hin. Weil da habe ich nämlich irgendwo... Ein Versteck? Nicht ein Versteck. Das Land. Habe ich hier ein Versteck irgendwo? Na, wo ist das Versteck? Ich muss jetzt in diesen Baum da reingehen. Moment. Den Baum kann ich doch kaufen. So. Du interessierst dich also für das fantastische Fleckchen. Kluge Wahl. Erstklassige Lage, mein Freund. Aber Qualität hat ihren Preis. Das wird dich etwas kosten. 5 Dosenreste und 3 Büroklammern. Hab ich doch. 5 Dosenreste. Eine Büroklammer fehlt. Eine. Was machen wir da? Das stimmt, an dieser selben Stelle waren wir gestern schon. Und ich habe eine Dosenrest, eine Büroklammer im Müll gefunden. Aufreißlasche, ja, okay. Naja. Vielleicht habe ich wieder Glück und finde wieder eine im Müll. Eine Münze. Ja, geil, danke. Brauche ich nicht. So, naja, egal. Wir arbeiten uns vor. Oh, hier ist noch leer von gestern. Aua. Was soll denn das da? Da ist der Molchi. Wir fangen jetzt nicht wieder 3 Sachen an hier. Ich gehe, wenn überhaupt, eine Büroklammer suchen und dabei noch nach dem heiligen Holger Ausschau halten. Oder wie der heißt. Was ist denn das große Gelbe da? Das Gold. Felsblock. Ja, nee. Oh, da hinten gibt es wahrscheinlich eine Büroklammer. Da ist zumindest ein Schild und auf Schildern ist meistens... Oh, guck mal, da oben ist auch der japanische Garten. Schön, das habe ich so ungefähre Ahnung. Guck mal da, das sind jetzt auch wieder so. Das ist gut. Dann machen wir das. Dann gehen wir erstmal das da holen, dass wir mal ein bisschen irgendwie was fertig machen. So, zack. Sicher ist sicher, Kicher, Kicher. So, ich versuche den Weg zurückzugehen. Ich glaube, Lottas Land war es, ja? Auch nicht mehr ganz sicher. Guck mal, da ist noch Müll. Ja, Ablenkung, ich weiß. Aber das ist was anderes. Hier liegt Müll rum. Das kannst du hier nicht so lassen. Wie sieht denn das aus? Oh, das war zu schnell. So. Da, guck. Jetzt kannst du nämlich hier auch nochmal graben. Vielleicht finden wir was Schönes. Was löscht? Naja, vielleicht findest du auch nichts Schönes. Man kann nicht immer gewinnen. Man muss auch mal nicht verlieren. Aber
Geh mal. Warte. Mach mal einfach so. Okay. Ist auch in Ordnung. So. Da ist dieser lustige große Baum mit dem großen Maul. Ich nenne ihn den Maulbeerbaum. Und da vorne dran sitzt irgendwo Amöbe. Da. Plopp. So, nochmal. Das Geschäft des Jahrhunderts, wenn ich so sagen darf. Er gehört dir. Glückwunsch zu dem frisch gebackenen Eigentümer. Wir sehen uns, Kumpel. Neues Revier. Eiche im Park. Das ist Geilo. Geilomatico. Zeig mal her. Ernsthaft, das ist einfach nur ein riesiges Loch. Im Baum. Na, wenigstens ist er nicht zu verpassen. So wie mein anderes Haus. So. Was ist denn das da oben? Ist das eine kleine Burg? Ach so, das ist dieser Park, wo der Molchi sitzt. Ja, aber dann lassen wir mal den Molchi sein. Ich will in den japanischen Garten. Da gab es irgendwo die Blumenlili oder wie die hieß. Ich hab's irgendwie nicht so mit Namen. Liliana. Hey, war doch aber nah. So. Und wo ist der schneidige Holger? Der ist da drüben. Okay. Das war eigentlich nicht so geplant, aber okay. Warte mal. Was ist denn das da? Kiesel, ja komm. Wenn wir schon mal da sind, nehmen wir sie halt mit. Nicht, dass ich sie brauche, aber... Ja, da ist ein Versteck in der Nähe, ich weiß aber nicht wo. Ja. Okay. Ah, ich muss wahrscheinlich diese Dinger da abhüpfen oder so. Was sind denn da noch? Habe ich eins verpasst? Da drüben ist noch eins. Reicht das? Ach so! Da oben ist die Kiste. Bleib auf. Hä? Wieso geht die nicht auf? Okay, eben habe ich gerade... Okay, pass auf. Das müssen wir ganz genau planen. Also wir zählen jetzt mal. Wir fangen an im Licht. Im Licht ist 1, 2, 3, 4 und da hinten im Schatten. So. Also, war ja das ja eigentlich eine gute Taktik von mir, oder? Findest du nicht? Ding. Okay. Ich habe sie alle aktiviert. Und jetzt geht die Kiste auf und es kommt die Eichel raus. Jawohl. War eigentlich ganz einfach. Man muss einfach nur diese ganzen Dinger da nacheinander abhüpfen und wenn man sie alle 5 abgehüpft hat, geht die Eichel auf die Kiste. Ganz einfach. Ich weiß nicht, wo da ein Problem sein könnte. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich so komisch rede, weil meine Freundin gesagt hat, ihr fehlt noch genau eine Sache, die sie noch nicht erledigt hat. Und das war genau das da. Und sie hat es nicht hingekriegt. Deshalb habe ich gerade so dumm gelabert. Sie hat übrigens gesagt, ja, das Problem ist, wenn man eins vergisst. Ja, das ist wohl richtig. So. Wo wir aber jetzt dabei sind, ah ja, da oben ist der japanische Park. Gehen wir jetzt halt da hin. Wollen wir da ja, ne? Oder ne, wir wollen ja zum Holger. Das Tiff? Oder zu Liliana? Okay.
Lilly ist da. Holger ist ja da oben. Ah, ja, stimmt. Holger ist ja da oben. Wir wollen das Tor von innen aufmachen. Und dann zum Holgi gehen. Zum hastigen Holger. Dem alten Hassler. Kommt aus Hassloch. Aber er mag seine Löcher. Keine Ahnung. So. Ach komm, wenn wir schon mal hier sind, ne? Zack. Hallo Holger. Aha, wir haben es geschafft. Obwohl, jetzt frage ich mich, soll ich überhaupt hindurchgehen oder hierbleiben und über meine Möglichkeiten nachdenken? Schwierige Entscheidung. Es braucht seine Zeit, darüber nachzudenken. Es gibt so viel, was ich bedenken muss. Neue Fellfarbe, Albino. Aufgabe erfüllt. Und jetzt hier, verloren im Labyrinth. Finde Molchis Freund im Labyrinth. Nee, machen wir eben nicht. Neue Fellfarbe. Jetzt fehlen mir nur noch... Also ich glaube... Moment. Ich glaube, ich habe jetzt quasi fast alle Fellfarben. Also im Sinne von... Wenn ich jetzt die ganzen Blumen abgebe, dann kriege ich Regenbogenfarben. Und die Rosa bin ich ja eh unterwegs. Ich mache jetzt natürlich Albino. Neue Farbe. Eine neue Farbe ist wie ein neues Leben. So, jetzt müssen wir aber zu der Liliana. Guck mal, die ist da hinten. So. Da ist es schon, da oben. Und wir haben, glaube ich, von jedem was dabei. Außer von Rosa. Weiß ich nicht. So, die Farben, die wir brauchen, sind Rot, Gelb, Orange, Lila und Schwarz. Wir brauchen jeweils nur eine Farbe. Bring sie hin, pflanzt sie in die Töpfe und schwupps, die Farben sind wieder da. Also was meinst du? Hilfst du mir, den Zauber in den Park zurückzubringen? Ich hoffe jetzt, dass ich die wirklich nur in die Töpfe pflanzen muss. Ah ja, guck. Schwarze Tulpe. Flupp. Und hier, rote Tulpe. Flupp, ohne Dingens. Und hier eine gelbe Tulpe. Und hier eine orangene. Und hier eine lila Tulpe. Hast du das nicht schon? So. Und jetzt wieder zu ihr gehen, oder was? Ah, sieh nur, die Farben sind wieder da. Jetzt kann jede Tulpe wieder ihre eigene Magie verströmen. Als Dankeschön verrate ich dir ein Geheimnis. Mein berühmtes Rezept für Tulpensalat. Er ist knackig, bunt und voller Magie. Genau wie du. Danke, mein Freund. Und vergiss niemals... Magie is real. Naja, es sollte irgendwie... Also, Magie ist real. Frag mal einen Saarländer, der wird dir sagen, der wird dir das bezeugen können. So, Tulpensalat. Na schön. War es das jetzt wert? Ich weiß ja nicht. So, ach guck mal, jetzt haben wir hier wirklich all... Ey, aber die kann ich ja nicht abbauen, die sind ja nur da zum Angucken. Das ist auch irgendwie doof. Ich brauche noch, ich glaube zwei rosa Tulpen bräuchte ich noch. Haben wir denn sowas irgendwo? So, ich nehme mal hier Lavendel und sowas mit, bevor ich wieder verhungern muss. So. So. Guck mal hier. Wenn das nicht ein Screenshot ist. Zack. Ich bräuchte noch 2 rosa Tulpen. Wo finde ich die? Ich finde die im Japan-Gebiet. Wo ist denn dies? Oh, was ist hier los? So liegen hier so saudumm Steine rum. Also mal ganz im Ernst, ne? Wenn das hier Zelda Breath of the Wild wäre, dann würde hier ein Korok-Samen sein oder eine, wie heißt das andere? Ja, eine gelbe Dingens-Bums. Was ist da dran? Komm her. Ich nehme da lieber die Steine mit auf. Ganz viele. Bin schon wieder voll, ne? Egal. Rosa Tulpen. Wo ist denn das Japan-Viertel hier? Bin ich schon zu weit, oder was? War doch hier. War das hier nicht irgendwo? Nee, das ist hier nicht das Japan-Viertel. Ich glaube... Ich habe keine Ahnung. Ich habe ganz ehrlich gesagt keine Ahnung, aber da ist ein neuer Lottas Land. Dann gehen wir den mal anfragen.
ob er uns auch diesen Baum verkaufen würde. Hallo? Interessiert sich also für diesen fantastischen kleinen Fleckchen. Gute Wahl. Erstklassige Ding. Was haben wir? Eine schwarze und eine orangene Tulpe. Na, so ein Zufall aber auch. Geschäft des Jahrhunderts. Zack. Auf geht's. Neues Revier. Gartenpanorama. Sehr gut. Ist insofern... Das sind schon wieder Walnusszweige. Blöde Walnussbäume. Walnüsse habe ich nicht gern, weil die muss man halt... die muss man abmachen und dann aufsammeln. Das mache ich nicht gerne. Also beim Molchi vorbei war doch der Rosa Park. Der... Weißt schon, was ist denn das da hinten? Vogelhäuschen. Und das da? Ah, da war ich gerade drauf. Da waren die Steine oben drauf. So, ich flieg mal... Oh, da ist ein Brunnen. Der noch nicht... Jesus, nee. Ich sag's doch. ADHS, das Spiel. Da komme ich nicht durch. Das habe ich schon probiert. So. Ich will doch eigentlich nur 2 rosa Tulpen haben. Aber wenn der schon zu mir sagt, geh zum Molchi, dann gehen wir mal zum Molchi hi. Hallo Molchi. Bitte bahne dir einen Weg durchs Labyrinth und bringe meinen Freund Cliff zurück. Und achte auf die Dornenbüsche. Das war's. Aha. Kann ich da nicht einfach durchgehen? Au. Okay. Scheinbar nicht. Das sind Dornenbüsche? Das ist aber seltsamer Dornenbusch. Kann ich da ein bisschen cheaten irgendwie? Weiß nicht, ob ich hier cheaten kann. Oh, da ist eine Tulpe. Oh, noch mehr Tulpen. Okay. Scheinbar kann ich hier nicht cheaten. Lauter orangene Tulpen. Uah. Was war das? Mach nochmal so einen riesenhohen Hüpfer. Naja, egal. Komm, dann machen wir das ganz normal. So, wir sind ja noch gut dabei heute. So, da geht's weiter, glaube ich. Kann man die Steine abbauen? Nee, ne? Ich würde weiter reingehen. Aber da sind noch Tulpen. Ich muss mich ja überall umgucken, ne? Okay. Da sind ganz viele Tulpen, die ich aber nicht brauche. Oh, guck mal, hier kann ich das abkürzen. Das sind Dosen. Also hier kannst du sau viel Zeug sammeln. Aber eigentlich will ich ja den Cliff sammeln. Der gute Mann mit dem Duschgel. Okay, hier geht's nicht weiter. Ah, komm, wenn wir schon mal hier sind, oder? Dann sammeln wir halt alles ein. Zack. So. Da vorne hört irgendwann auf. Da dachte ich jetzt, da geht's rein, oder? Ja, guck, da ist so ein Weg rein. Ja, ja, siehste? Habe ich natürlich gewusst. Und jetzt müssen wir hier wieder Müll wegmachen. Das ist auch wichtig. Denn Müll mag keiner. Auch wenn der Müllmann Müll braucht zum Überleben, weil es sein Job ist, so mag er ihn doch grundsätzlich nicht. So. Ja. Mein ja nur. Das sind noch Tulpis. Hallo. Bist du Cliff? Ah, Eek. Oh, ich dachte, du wärst Molchi. Ständig redet er davon, dass wir ein Haus bauen sollten. Oder gemeinsam in die Stadt ziehen. Er geht mir auf die Nerven. Und das seit Tagen. Außerdem gefällt es mir hier. Und wenn es sein muss, werde ich mich für immer verstecken. Ach, der arme kleine Molchi. Würdest du ihm eine Nachricht von mir überbringen? Bitte sag ihm, er soll aufhören, mich zu belästigen. Wenn du ihn siehst, überbring ihm meine kleine Nachricht. Bis dann. Ja, das war jetzt... Ginge das nicht deutlich einfacher? Wenn ich da... Ja, ne? Oh. Da brauche ich einen Pilz. Ich habe aber keinen Pilz. Wenn ich jetzt natürlich einen Hüpfpilz hätte, das wäre äußerst praktisch.
Weil so anders komme ich nicht hoch. Da oben ist noch eine schwarze Tulpe, so wie ich das sehe. Vielleicht ist da auch eine Eichel oder so. Ah, ist interessant zu wissen. Oder? Soll ich mal probieren, auf die Wand hochkommen? Nee, siehst du. Bringt nichts. Bringt nichts. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Pilz hier drumherum. Müssen wir mal gucken. Eichel, kein Platz. So, hier drin sind natürlich auch keine Pilze, was schade ist. Wir gucken mal. Wir müssen jetzt da hier rausgehen. Und da geht es ja gar nicht lang. So, wir gehen jetzt raus zum Molchi und dann sagen wir, Molchi, deine Augen sehen aus wie die vom Olchi. So. Und dann, was müssen wir dann eigentlich noch machen? Dann haben wir ja schon quasi fast alles, oder? Können wir noch ein bisschen was futtern? Ja, komm, noch ein bisschen. Ja, dass das Inventar leer wird, weißt du? So. Ich habe jetzt ziemlich viel, haben wir irgendwie schon freigeschaltet, oder? Sag mal da unten, da ist nix. Da oben glaube ich auch nicht. So. Da unten ging es auch nicht weiter. Was ist denn das? Das ist das dümmste Labyrinth der Welt. Ernsthaft jetzt. Also so... Ja. Sprach es und verlief sich. Das ist das dümmste Labyrinth der Welt. Gleich verlaufen. Ja, nee, ich bin ja wieder on track. So, guck, da vorne ist er. Jetzt müssen wir ihm halt sagen, sorry, aber deine Freundin oder Freund oder was das ist, der mag dich nicht. Bitte? Cliff meint, ich belästige ihn? Er ist die Nervensäge. Er geht mir ständig auf die Nerven. Er will nie etwas mit mir unternehmen. Wenn er nicht gefunden werden will, dann lass ihn. Schätzen, Dankeschön wäre angebracht. Also, vielen Dank und einen schönen Tag. Dann sitze ich eben hier und schmolle. Okay, dann bist du nicht mehr Molchi, sondern Schmolchi. Ich guck mal, ob da drüben vielleicht irgendwie ein Pilz zu finden ist. Das wäre halt praktisch. Nee, ich glaube, hier ist einfach nur ein Kreis. So. Was haben wir zu tun? Ah ja, rosa Blümchen finden. Das ist eigentlich der Plan gewesen. Rosa Blümchen. Ich habe vor, diese Folge noch 2 rosa Blümchen zu finden. Und die waren im japanischen Park, bei dem ich schon wieder nicht weiß, wo er ist. Aber ich behaupte mal, da oben drauf kann man gut gucken. Und da drüben ist rosa. Ich glaube, da drüben ist der Park. So. Ja, gucke. Ich glaube, wir sind hier ziemlich richtig hier. Da drüben ist ja der Park. Jetzt pass auf, wir probieren das nochmal. So. Holger der Schräge, Ruh, Liliana. Haben wir alle schon gemacht. Sehr praktisch. Der Vogel sitzt auf dem Vogelhaus. Ist er drin? Könnt ihr gucken, raus. Hallo, du Vogel. Was ist das? Walnussbaum. Das ist meine Wahl, dass wir die Nüsse in Ruhe lassen. So, guck mal da ist zum Beispiel schon eine rosa und da ist auch so ein Dingens zum Draufhupfen. Das ist schon mal sehr praktisch. So, dann haben wir eine rosa Rose. Tulpe. Ja. Tulpe Rose ist Jacke wie Hose. Okay, das ist nicht cool. Also, ich muss mir nur merken, so ungefähr, wo sie ist, ne? Ja, das könnte man vielleicht schaffen. Das macht mir jetzt schon Stress hier. Nein, nicht verschwinden. Nicht verschwinden. Hör doch auf, so schnell zu ticken. Nein, oh, das ist ja wirklich, das ist ja vom Abort in die Hose gemacht. Alter Falter, hey, echt jetzt, okay. Vielleicht war das nicht die beste Idee, diesen Weg zu wählen. Aber egal, soll ich jetzt diese Rose da unten holen? Hui. Das ist auch, wenn es rot aussieht, eine rosa Rose. Siehst du?
Auch wenn es eine Rose heißt, ist es eine Tulpe. Ich weiß. Ich weiß nicht. Dann sollen sie aufhören, rosa zu sein. Wieso kann ich das nicht hacken? So. Und da ist noch mehr Zeugs. So. Ich habe doch aber... Habe ich hier schon einen Baum? Guck mal, da ist die Hanna und die Risu. Enno der Edle. Habe ich denn hier schon einen Baum? Ich würde jetzt halt gerne hingehen. Moment, was kommt hier hin? Pilz. Ich brauche... Jetzt habe ich schon 2 Pilze, die ich bräuchte. Kann ich hier irgendwie... Habe ich was zum Meditieren? Nicht wirklich. Was machst du? Wer bist du eigentlich? Im Bambus versteckt? Mira? Mira, stinkt's hier? Ich grüße dich. Wie geht es dir, verwandte Seele? Mir geht es gut, aber in letzter Zeit bin ich oft in Gedanken versunken. Meine Schwester Maya und ich fühlen uns beide zu den Tempeln hier im Park hingezogen. Sie haben etwas Beruhigendes an sich. Ich habe die Steine studiert und arbeite daran, einige eingeritzte Zeichen zu identifizieren, die ich entdeckt habe. Sicher erzählen sie von einem dunklen Geheimnis. Die entdeckten Kritzeleien lassen sich grob mit Aufstieg des Eichhörnchens übersetzen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es mit den goldenen Eicheln zu tun hat. Ich meine, was sonst? Bitte, ich flehe dich an, hilf mir, die goldenen Eicheln im Park einzusammeln. Verhilf den Tempeln zu ihrer alten Pracht. Vielleicht finden wir endlich heraus, was sich hier verbirgt. Goldene Eicheln gefunden, 26 von 30. Uiuiui. Okay, ich muss also alle goldenen Eicheln finden. Ja, okay, kriegen wir schon hin. Im Bambus versteckt. Teezeit. Die wendige goldene Möwe und versteckter Auslöser 2. Das war, glaube ich, das eben. Aber ist mir jetzt erstmal egal. Ich werde vielleicht heute ausnahmsweise mich nicht mehr ablenken lassen. Außer wenn ein Versteck in der Nähe ist. Das ging schnell. Eigentlich wollte ich sowas sagen wie mich nicht mehr ablenken lassen. Und da drüben ist eine goldene Möwe. Okay. Vergiss alles, was ich mit nicht mehr ablenken lassen gesagt habe, okay? Alles klar. Da ist eine goldene Möwe. Uppala. Hallo. Oh. Okay. Wo ist denn dieses Versteck? Ich sehe hier nirgendwo... Doch, da drüben ist es doch, Mann. Da, das ist Versteck. Mann, ey, warum sagt mir das keiner, dass das so einfach ist? So. Also, Eicheln und Kräuter brauche ich noch. Das macht nichts. Ich suche eigentlich einen Baum, den ich beheimaten kann, damit ich mir eine Werkbank draufknallen kann. Aber irgendwie finde ich ihn nicht. Gehen wir mal zum edlen Enno. Ich werde nie ein Baumhaus haben wie andere Eichhörnchen. Ich bin einfach zu schwach, um eins zu bauen. Oh hey, du, ich brauche ein Haus. Aber ich bin von edlem Eichhörnchen geblüht und verrichte nicht gern die Arbeit einfacher Leute. Ich arbeite lieber mit meinem Kopf anstatt mit meinen Pfoten, im Gegensatz zu einem ungehobelten Arbeitstier. Du, ein einfaches Arbeitstier, wirst mir also ein Haus bauen. Und ich habe konkrete Vorstellungen. Ich brauche einen auf Hochglanz polierten, weißen Marmorfußboden. Wände aus Mahagoni verziert mit erlesenen Bildern von mir in meinen besten Denkposen. Und ein Dach natürlich. Das lässt sich sicher aus Stroh oder so machen. Danach wirst du als größter Zimmermann aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Und ich als der größte und brillanteste Architekt mit den größten künstlerischen Visionen. Ach, ist das aufregend. Ich kann es kaum erwarten, deine wunderbare Arbeit zu bestaunen. Ernsthaft jetzt? Okay, da drüben ist schon mal der Baum. Das ist der Baum. Boden, Wände, ein Dach und eine Tür. Ich würde mich ja schon freuen, wenn ich hier überhaupt was bauen könnte. Also fangen wir mal an. Ich behaupte, pass auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie das vonstatten gehen wird. So, pass auf, das kannst du hochnehmen.
Ganz oben mal ein Bäumchen, ein Ding jetzt hinbauen? Und da drauf, weißt du so? Wie viele Böden brauche ich? 4. Ab. Das ist eine Aussichtsplattform. So, jetzt brauche ich Wände. Kriegen wir auch hin. So. 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 Und so. Also 8 Wände. So. Von Fenstern, Türen hat er ja nichts gesagt. Der Gute, ne? Dann kriegt er auch keine. So. Alles klar. Ach, eine Tür. Eine Tür will er dann doch haben. Das ist ja langweilig. Oh, jetzt reichen mir die Stöcke nicht. Ist egal. Ich baue jetzt erstmal, was er haben will. Da ist eine Tür. Guck mal da. Wo ist er denn eigentlich? Der edle Enno. So, da kriegt er da die Tür hingebaut. Zack. Tür hat er. Und jetzt noch ein Dach. Irgendein billiges Dach. Kriegt er einfach so eins dahin. 1, 2, 3, 4. Fertig. Jetzt habe ich... Sorry. Ich muss ja wieder eine Tür reinbauen. Wäre schon ziemlich praktisch. So, jetzt hier. Hier müssen wir mal mein Haus begutachten. Hey, das ist das erste schöne Haus, das ich gebaut habe. Okay. Ich behaupte jetzt einfach mal so, dass der edle Enno jetzt hingeht und sagt, nö, ist doch nicht so meins. Das hat ja gar keinen Marmor, da werde ich nicht drin wohnen, du Penner. Und dann ist es mir. Pass auf, bist du fertig? Das ist fantastisch. Also, ich habe mir gedacht, vielleicht möchtest du im Haus bleiben. Aha. Das wäre nur fair. Deine großartige Tischlerarbeit ist fast genauso wichtig wie meine wunderbare Architektur. Erst das Loslassen meiner gierigen materiellen Bedürfnisse hat mich hierher gebracht. Du behältst also das Haus. Der größte Zimmermann der Welt. Bis bald. Okay, alles klar, danke. Cool, dann baue ich mir, dann habe ich ja, hoppala, das, was ich will. Ich brauche noch ein paar Äste, ne? Oder Zweige. Kann man hier nicht irgendwie mal Bambus abbauen? Oh, guck mal, da unten ist so Gewürz, ne, wie heißt das? Kräuter. Weil mit Kräuter, ja genau, da kann ich dann da oben einzahlen, weißt du? In das Versteck. Wo sind jetzt die Kräuter hin? Da. So, das Versteck war genau da oben. Das ist ja voll praktisch hier. So, und dann brauche ich noch 3 Eicheln. Lass mich raten, das ist nicht zufällig ein Eichelbaum? Nee, das ist nur ein eichelartiger Baum. Okay, ist nicht dasselbe. So. Lass mal kurz in mein Inventar gucken. Wo habe ich denn jetzt hier Ennos Palast? Jetzt heißt, ich will doch aber jetzt nicht, dass das mein Haus Ennos Palast heißt. Was ist denn das für eine Kacke hier? Also mein Häuschen sieht schon geil aus, oder? Was hat denn das da unten für eine komische Tür? So, guck mal her. Der Zugang ist vielleicht etwas... nennen was herausfordernd. Das hat noch nicht mal eine Tür. Warte mal. Da stimmt irgendwas nicht. Okay, pass auf. Ich versuche, das, was da unten so abhängt, das da. Ja, das wegzumachen. Und stattdessen hier zumindest Bewegung? Achso. Mal her. Hier zumindest vorne dran zu bauen, weißt du? So. Da kann ich zumindest schon mal hochgehen. So, also. Wir bauen uns ins Haus eine Werkbank. Es fehlen noch ein Stöckchen. Ein Stöckchen. Das kann ja wohl nicht sein hier. Okay. Ja, der Enno hatte da unten aber jetzt sind keine mehr da, ne? Doch, da ist noch... Guck mal, da ist noch eins. Dann wird das ja doch noch was mit der rosa Fellfarbe.
So. Alles klar. Ich glaube mal, dass da oben ein Haus ist, oder? Ja. Hey, weißt du, was das Seltsame ist? Dass ich das Haus gut finde. So, jetzt hat aber. Da wird eine schöne Werkbank hingezimmert. Zack. Und jetzt stellen wir hier rosa Farbe her. Ich dachte, ich brauche eine Werkbank. Jetzt brauche ich einen Zerkleinerer. Was brauche ich denn für einen Zerkleinerer? Ich habe nicht gelesen. Ah, klar. Jetzt fehlen Steine. Mann, ey. Ich dachte, es wäre ein Zerkleinerer, was hier fehlt. Wo kriege ich denn jetzt halt Steine her? Für das, wo ich heute mal pünktlich Feierabend machen wollte, ne? Stelle ich mich gerade ziemlich dumm dran. Mein ja nur. Gibt's hier Eichelbäume? Nee, aber hier gibt's mehr Äste. Ja, nehmen wir auch mit. Großer Zweig. Aber ein großer Zweig gibt lauter Stöcke, auch mal seltsam. Naja. Ja, pack doch, du. Oha. Gucken, dass ich was futter. Das hat jetzt irgendwie mehr... Sag mal, ich futter da, ohne was zu essen. Auch mal lustig. So, alles weg. Steine. Da drüben sieht es steinig aus, wenn du mich fragst. Oh, da sind noch ein paar Kräuter. Nehmen wir den noch mit, wenn wir schon mal hier sind. Gibt's denn hier Stein? Da nicht. Da auch nicht. Da sieht es halt steinig aus, aber sind da auch Steine? Da fehlt der Pilz. Ach nö, ich will jetzt nicht wieder durch ganz... Da oben. Da ist ein Dingens. Diese Ablenkung. Diese Ablenkung ist unglaublich. Oh, da ist eine Schatzkarte, ja. Naja. Was schmeißen wir denn weg? Da. So. Gibt's hier unten irgendwo Steine? Was ist denn das Gelbe da unten? Ein Ast. Gibt's doch nicht hier, dass es nirgends Steine gibt. Das ist hier Steingarten, weißt du, ohne Steine. Es ist ja auch kein Stein. Oh, was ist das? Bambus? Ja, geil. Okay. Für Bambus mache ich doch irgendwie Platz. Da. Schmeiß ich weg. Das da. Kiesel. Ja, die Lasche brauche ich nicht. Bambus aufheben, so. Kann wahrscheinlich jetzt darüber meditieren, oder? Ja, kann ich. Sehr gut. Okay, ich habe Bambus gefunden, aber keine Steine. Da drüben ist noch mehr Bambus. Alter, das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Spiel? Ich suche Steine, ich finde Bambus. Da drüben ist was Güldenes. Das ist diese Möwe da. Hallo. Okay, die fliegt jetzt so an. Wieso leuchtet denn da das Ding so extrem? Nee, ernsthaft jetzt, wieso leuchtet das da so extrem? Ja, das ist ein Tempel, ist mir schon klar. Ist das... ja, was war denn das? Ist das ein Dingensbummens? Habe ich den noch nicht aktiviert? Das ist aber seltsam. Alter, da wollte ich gar nicht hin. Mann, ich habe vergessen, Knopf zu drücken. Warte mal, ich tue noch ein paar rosa Tulpen. Kann ich nicht einsammeln, okay. So, da waren wir gerade, ja? Aber wo ist das?
Dass ich da vergessen habe, hinzugehen? Das wäre ja mal seltsam, oder? Vor allen Dingen so weit weg. Na, da gehe ich jetzt halt nicht hin. Ich gehe lieber dahin und guck nochmal genau, wie ich da jetzt am besten hochgehe. Ich würde sagen, also Training jetzt, ne? Hier hoch, soweit es geht. Und nicht aus dem Auge verlieren, wo ich hin will. Darüber will ich. Wie soll ich denn das schaffen? Also dann vielleicht so rüber. So von Baum zu Baum, weißt du? Also so. Dann darüber. Das ist schaffbar, glaube ich. Das mache ich jetzt nochmal. So, wo war denn der Auslöser? Da unten. So, das probieren wir jetzt halt noch. Nee, probieren wir nicht. So, reicht jetzt nämlich. Wir machen jetzt Schluss für heute. Haha. Morgen probieren wir das aus, okay? Und morgen mit frischer rosa Fellfarbe werden wir dieses Rätsel hier lösen und dann vielleicht auch das Rätsel von dem da drüben lösen. Vielleicht. Man weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Okay? Danke und bis morgen. Das sollte sich reimen. Hat's nicht. Schade. Naja. Tschüss.